Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zur Pressekonferenz nach dem überwältigten Champions League Sieg gegen den FC Kopenhagen. Und ich gehe voller Energie da rein, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Auf geht's, ab geht's. Bam. Freut sich natürlich jetzt ein paar Fragen Tonqualität ist auf jeden Fall wieder auf Champions League Niveau. der Trainer für Sie zu beantworten. Dann fangen wir an. Bitte schön, Edgar Endres für den Bayerischen Rundfunk. Okay. Schönen Abend, Herr Tuchel. Sie haben gestern ausdrücklich vor dem FC Kopenhagen gewarnt, haben gesagt, wir müssen sich auf eine ganz heiße Geschichte einstellen. Haben Sie tatsächlich mit so einer extrem defensiv starken Mannschaft gerechnet und gibt es heute Abend extra Spende für Sven Ulreich? Ja, natürlich. Sven hat seinen Teil dazu beigetragen. Das wird nie anders sein im Fußball, vor allem nicht in der Champions Dafür ist er ja auch ein Torwart. Punkt. Ja? Hat er stark gehalten, na klar. Aber dafür ist er halt auch Torwart. Ja? League auf dem allerhöchsten Niveau. Ja. Dass du individuelle Qualität brauchst, neben der Teamleistung. Teamleistung haben wir ja nicht. Wir verlassen uns ja nur noch auf individuelle Qualität. Aber wie gesagt, Donnerstag 18 Uhr auf Twitch. Leute, kommt vorbei, gehen wir rein in das Thema. Und da gehört natürlich unser Torwart Sven mit dazu, der am Ende noch einen sensationell rausgeholt hat. Das kann immer passieren, in dem Moment, wenn der Gegner nichts mehr zu verlieren hat, alles nach vorne wirft. Ich glaube, es war von Choupo sogar. Ja, es wäre ein Eigentor gewesen. Beinahe ein Eigentor. So, deshalb, das ist jetzt natürlich, das ist absolut top, aber wie gesagt, es gehört dazu. Wir wissen, dass diese Spiele auch gerade zu Beginn der Gruppenphase, Kopenhagen hatte schon einen Punkt, die sind plötzlich mit einer ersten Chance in Führung gegangen, hatten plötzlich 4 Punkte. Ja, wir sind halt der FC Bayern. Ne? Wir müssen einfach jetzt, wir haben einfach nicht mehr diese Ansprüche. Damit müssen wir uns jetzt mal abfinden so langsam. Ich denke, das hat der Tuchel jetzt mehr wie deutlich gemacht, ist jetzt ein halbes Jahr bei uns und wir müssen einfach mal davon wegkommen, dass wir uns hier hinsetzen und so arrogant sind und sagen, ja, das ist ein FC Kopenhagen, das ist ein Champions League Spiel, da musst du mal einen klaren Sieg einfahren. Ich denke, da müssen wir jetzt mal von wegkommen, wir müssen uns mal der Realität stellen und die Realität sieht so aus, dass wir heute glücklich sein können, dass wir 2:1 gewonnen haben. Das ist jetzt auch unser Anspruch neuerdings. Das sind natürlich alle Träume noch lebendig und die Aufgabe wird schwerer, als sie sowieso schon war. Wir hatten komplette Spielkontrolle. Ja, Galatasaray ist dann natürlich jetzt eine Höllenfahrt, ne? Weil da sind die Träume ja nach dem Sieg gegen Manchester United mehr als lebendig. Haben uns ein bisschen schwer getan, klare Torchancen raus. Hat er jetzt wirklich gesagt, wir haben uns ein bisschen schwer getan, klare Torchancen herauszuspielen. Alter! Halleluja! Ich habe nicht eine klare Torchance gesehen. Ja, selbst die Einzelaktion von Musiala war keine klare Torchance. Ja, der Müller, seine Ablage, war die einzig klare Torchance, die ich gesehen habe. Sonst habe ich keinerlei, auch nur ansatzweise Torchance gesehen auf unserer Seite. Zu spielen, wenn so auf der Suche waren wir nach diesen besonderen Einzelaktionen. Ja, siehst du, da sind wir wieder. Ihr hört's, die Tür knatscht immer noch, Alto. Alto Belly, haben die immer noch nicht geölt. Und noch lauter wie letzte Mal. Da seht ihr es aber, ne? Wie ich es vorhin sagte. Natürlich völlig sarkasmusfrei. Das ist unsere Spielweise jetzt. Unsere Spielweise ist nicht, wir wollen Kombinationsfußball spielen, wir wollen eine eigene Philosophie haben, beziehungsweise wir haben eine eigene Philosophie, die ist, wir spielen handballmäßig so lange im Kreis, bis einer unserer super Individualisten sich ein Herz nimmt und durch eine Einzelaktion das Spiel entscheidet. Das ist unsere Taktik. Decision, um die Umschaltmöglichkeiten besser zu nutzen. Und wir sind aber geduldig geblieben und haben Top-Energie von der Bank bekommen, um das Spiel verdient zu drehen. Übersetzer schicken wir uns mal. Ist der wild? Men sådan er det nu, og vi vidste jo, at det ville blive en svær kamp. Immer noch.
Ja, vielen Dank. Jetzt sind auch viele Kollegen noch zu uns gekommen. Es geht weiter die rechte Seite. Moritz Leikam für die Bild-Zeitung bitte erst. Jawohl. Ja, hallo Herr Tuchel. Thomas Müller hat vor dem Siegtor eine sehenswerte Aktion, wie er in den Zweikampf reingeht, den Gegenspieler wegschiebt. Wie haben Sie das gesehen und wie war er in den letzten Tagen? Hat er da schon ein bisschen mit den Hufen geschaut, dass er endlich auch wieder spielen darf, nachdem er in Leipzig nur auf der Bank saß? Ja, natürlich. Natürlich. Und so ist doch klar, dass er mit den Hufen schaut. Und es ist auch klar, dass er unser Spiel verändern kann und einen entscheidenden Einfluss hat. Aber Sie sehen ja an den Bildern von der Bank, mit welch positive Energie alle reinkamen. Thomas an allererster Stelle. Der hat natürlich darauf geplant, in der Champions League zu spielen. Er hat darauf geplant, das Spiel noch zu drehen. Und gemeinsam mit Leon und Mathis haben die auch einen riesen Anteil, weil die Energie und die Qualität von allen dreien einen unglaublichen Schub gebracht haben. Unser Spiel war da eigentlich dann das Gefährlichste und das Zwingendste dann ab dieser Phase. Und deshalb hat er natürlich... Deswegen, das ist unser Taktik jetzt. Wir spielen den Gegner müde, 75 Minuten, ohne irgendwie ansatzweise eine Torchance zu erspielen. Und dann bringen wir nochmal 3 frische Jungs, die heiß sind. Und die machen dann Feuer und dann hoffen wir, dass das reicht. Ja, mal gucken, wie lange das klappt. Aber das ist unser Fußball. Natürlich, Thomas ist sensationell gemacht, vorbereitet. Mathis hat wieder getroffen. Und Leon hat sehr, sehr gut gespielt nach deinem Wechsel. Oh, Frage schon durch. Soweit gespult. Für meine Begriffe. Und weiter hier vorne Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Stefan! Gratulation zum Sieg, Herr Tuchel. Sie haben für meine Begriffe, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, sehr spät gewechselt. Halleluja! Endlich mal eine Reporterfrage, die endlich mal vernünftig ist. War da auch der Gedanke, dass man den Punch so spät wie möglich setzen wollte, um Kopenhagen keine Rückkehr mehr zu ermöglichen? Und Sie haben die 3 sehr gelobt gerade. Ich kann das alles nicht. Welche Aufstellungen ergeben sich dann in den nächsten Spielen, wenn die 3 so gut waren? Was für Aufstellungen sollen sich da ergeben? Mathis Tell ist die ganze Zeit so gut. Das ist doch wohl klar, das ist unsere Taktik. Ich habe es doch gerade gesagt. Ich nehme auch nochmal die Brille ab, damit ihr mir alle in den Augen schauen könnt. Unsere Taktik, unsere Spielweise unter Tuchel ist, wir spielen 75 Minuten den Gegner nieder, machen ihn richtig müde, dann bringen wir 3 frische Granaten rein und hoffen, dass wir dann noch nicht 0-2 hinten liegen, damit wir dann das Spiel noch gewinnen können. Das ist unsere Taktik. Und die Ergebnisse geben ihm recht. Punkt. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. So, da gibt es gar nichts mehr zu kritisieren. Wir finden uns jetzt alle damit ab, leben damit und gut ist. Feierabend. Ja, so muss es sein. Wir haben sowieso einen sehr kleinen Kader. Sie haben ja die Kaderliste heute gesehen, wie viele Spieler wir dabei super, hatten. Das geht nur so. Wir können das, weil du kannst ja auch 23 Spieler einwechseln. Ne? Jetzt überleg mal. Stell dir das mal vor, du nimmst mehr wie 16 Spieler mit. Scheiße. nicht mit 11 Spielern unsere Ziele erreichen. Und jeder wird vom Beginn an spielen und jeder wird mal auch in der Rolle sein, von der Bank zu kommen. Und dann muss es genauso sein. Und natürlich gibt es Unzufriedenheit, egal wie klein der Kader ist. Aber das ist auch völlig normal und so muss es auch sein. Aber wir können es gibt keinen anderen Weg, als das in eine positive Energie für die Mannschaft umzumünzen. Und das haben sie gemacht. Deshalb ist... Das muss man auch echt mal sagen. Ich habe lange nicht mehr, unter Flick vielleicht. Unter Juppe und so sowieso, da hat sich keiner getraut aufzumucken. Aber ansonsten haben wir lange nicht wirklich so eine Performance gesehen von Spielern, die eingewechselt wurden. Ne? Da muss man schon mal dem Tuchel zugute halten. Also das läuft auf jeden Fall. Die Jungs, die reinkommen, die wollen auf jeden Fall. Ne? Das kann man echt, da hast du ganz selten mal einen, der nicht so will. Ich meine, Gnabry, aber der ist jetzt aktuell nicht da. Den nehme ich da mal weg. Aber bei dem hast du nicht das Gefühl, wenn der reinkommt, dass der noch irgendwie was reißen will. Aber so Müller oder so ein Tell oder auch ein Leon heute, ja. Hut ab. Ist ihr Anteil herausragend gut heute an dem... Aber ist ja auch klar, weil, wie gesagt, unsere Taktik ist, wir spielen den Gegner 75 Minuten müde, mit dem vorhandenen Personal, was anfängt. Und dann können die eingewechselt werden, halt glänzen. So, das ist unser Matchplan. Ne? Deswegen eigentlich
sind die Spieler, die eingewechselt werden, die Stars. Nicht die, die anfangen. Seht ihr? Weil die machen nur die Vorarbeit. Für dann den Punch, der kommt. So sieht's aus. An dem Sieg und das ist so, das erwarten wir zu einem Teil natürlich auch und wünschen wir auch. Wir hätten ein bisschen früher gewechselt, aber das in dem Moment, als wir wechseln wollten, das Tor gefallen. Da wollte ich nicht sofort 3-mal wechseln, das wäre auch noch ein ganz... Ja, er hätte ja trotzdem 2-mal wechseln können. Hätte ja Musiala noch drauf lassen können. Ein Coman war 80 Minuten auf dem Platz, der ein Totalausfall war. Sorry, ich mag einen King echt vom Fußballerischen her, aber heute war das eine Nullnummer. Er reiht sich ein in diese super egoistische Scheiße. Und ganz ehrlich, mittlerweile, es ist ja kein Reporter da, der mal diese Frage stellt. Ja, es wäre ja mal schön, wenn er mal Reporter wäre und mal fragen würde, Herr Tuchel, ist das eigentlich Ihre Anweisung, dass Ihr Kader generell ohne Flanken spielt? Andere Frage, Herr Tuchel, ist das eigentlich so gewollt, dass Ihr Kader, Ihr Offensivspiel nur aus Einzelaktionen und Egoismus der einzelnen Spieler einhergeht? Das wären mal die Fragen, die interessant wären, aber die kommen ja nicht. Weil mittlerweile, ohne Scheiß, kann ich mir wirklich vorstellen, dass das so gewollt ist. Dass die Anweisung ist an Leroy, an Musiala, an Coman, wenn ihr den Ball habt, guckt. Ne, der Heavy bindet da 2 Spieler, guckt mal am besten, dass sie irgendwie zum Abschluss kommt und hat dann Dinge durch eine Einzelaktion irgendwie Feuer reinkriegt. Also, ich meine, King war ja alles bisher, alles, außer ein egoistischer Spieler. Noch nie. Er war immer in erster Linie Vorbereiter. Ja, man hat das oft kritisiert, er soll mal mehr schießen und so. Das hat er dann auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber er war ja nie der Spieler, der versucht hat, mit dem Ball irgendwie in 5 Leute reinzurennen und da irgendwie den großen Larry zu machen und da den Zampano zu machen oder sowas. Und King war immer der Spieler, der die Außenlinie gesucht hat, der das Ding scharf reingemacht hat. Der voll damit zufrieden war, dass er die Tore vorbereitet hat. Das ist nicht mehr da. Das gibt's nicht mehr. Musiala dasselbe, er hat immer eine gute Mischi gehabt. So, aktuell nur, ja, ich muss alles selber machen. Ich muss hier der große Star sein oder was. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht mehr anders erklären. Ich meine, wir sehen das ja jetzt seit 9 Spielen. Das ist ja nicht erst von Spiel 1 an. Das einzige Spiel, wo es anders war Bochum. Warum? Da haben wir uns vielleicht mal nicht so an den Gegner angepasst. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. I don't know. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich ist wirklich die Devise, Leute, wenn die da hinten stehen mit 2 Ketten, seht zu, dass ihr durch eine Einzelaktion da durchkommt. Ihr habt die individuelle Klasse. Ich denke, das ist eine Traineranweisung. Punkt. Ich kann mir das nicht mehr anders erklären. Ja? So, gegen Bochum war es halt anders, weil Bochum Mann gegen Mann gespielt hat. Wir haben genug Raum gehabt. Dann können wir auch ein Kombinationsspiel machen. So, ich erinnere jetzt nur mal über die Hinrunde unter Nagelsmann. Ja, da standen die Gegner auch mit 2 Ketten hinten drin. Was haben wir gemacht? Wir haben so schnell das Kombinationsspiel gespielt mit Doppelpässen, mit dem Schuku da vorne, dass dem schwindelig wurde. Ja? Und haben die trotzdem auseinandergenommen. Ja, können wir jetzt von halten, was wir wollen. Aber wie gesagt, Donnerstag im Stream. Dann nochmal eine Ecke offensiver geworden, der Wechsel. Das wollte ich dann nicht machen und nochmal ein paar Minuten warten. Deshalb hat sich der Wechsel nochmal ein paar... Das ist ja, was ich sagte. Was ich in meiner Analyse sagte. Wir waren dann echt an dem Punkt, wo wir zufrieden waren. Ja, super, es ist 1-1. Ist doch okay. Können wir doch mit leben. Ist unser Anspruch des FC Bayern, dass wir in Kopenhagen 1-1 spielen. Ist doch supi. Verwerte ich erstmal nochmal. Auch wenn die Spieler nicht performen, ist doch egal. Setze ich die 3, die da standen, setze ich nochmal wieder hin. Ein paar Minuten verzögert. Ein paar Minuten, es waren über 10. Tillykke med sejren. Hvad var grunden? Sorry. Valgte at vente lige et ekstra øjeblik med udskiftningerne. Okay. Dann eine Frage auf Dänisch, bitte, ja. Yes. Thomas, du viste stor respekt for København før kampen. Hvad tænker du om Jetzt tu nicht so, als wenn du Dänisch verstehst, Thomas. Bitte dich. holdet nu, og er du overrasket over, hvor tæt det egentlig blev i aften? Sie zeigen großen Respekt vor dem Spiel bei der Pressekonferenz gestern gegenüber der Dänen. Was ist jetzt Ihr Fazit jetzt hier nach dem Spiel?
Natürlich, und wir fühlen uns komplett bestätigt und wir werden Ja, also immer Respekt zeigen, wenn ja, ist wir mega wissen, starker Gegner. in welchem Wettbewerb wir spielen. Also Kopenhagen hat es echt gut gespielt, erste Halbzeit, ja. Und definitiv, auch zweite Halbzeit waren sie bessere Mannschaft. Punkt. Da gibt's nichts drüber zu diskutieren, ja. Man muss die jetzt nicht irgendwie schlecht reden, man muss sie aber auch nicht so stark reden, Alter. Wir sind der verfickte FC Bayern München, Alter. Wir haben den Anspruch, um einen Champions League-Titel mitzuspielen. Reisen dann nach Kopenhagen und reden die so stark, als wäre das jetzt hier ein Halbfinale. Also, ja, wenn so eine Mannschaft überraschend ins Halbfinale kommt, kannst du die ja so stark reden. Verstehe ich ja alles. Aber man muss doch auch mal mit der Kirche im Dorf bleiben, Alter. Mal ganz ehrlich, ja. Die Mannschaft hat keinerlei Starspieler, es ist einfach eine Mannschaft, ja. Und die den Mannschaftssport lebt. Ja, völlig richtig. Und das hat sie super gemacht. Gar keine Frage. Aber auch nur, weil wir es zugelassen haben und weil wir kreativ waren wie eine Bockwurst, Alter. So. Und trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Also können sie jetzt nicht so super duper stark gewesen sein, oder? Was sie aber trotzdem waren, weil wir so super duper schlecht waren. Das ist Champions League. FC Kopenhagen hat in der letzten Saison kein Heimspiel verloren. Deshalb war das unser absolutes Ziel. Ja, aber wir wussten, deswegen sind die auch bis ins Finale vorgestoßen, ne? Weil die kein Heimspiel verloren haben. Champions League. Deswegen, die sind grandios durchmarschiert durch die Champions League Phase. Merkte selber, oder? wie schwer es wird und deshalb hatten wir größten Respekt vor der Aufgabe und wir wussten, wie schwer es wird. Es war sehr wichtig, dann nicht frustriert zu sein und nicht die Konzentration zu verlieren. Welche Konzentration? Ich habe keine Konzentration gesehen, Alter, bei uns. Weder offensiv noch defensiv. Defensiv war das super fahrlässig. Da können wir halt echt froh sein, dass sie nicht wirklich einen Knipser da vorne haben, Alter. Ja, sonst wäre das aber ganz, ganz anders ausgegangen heute. Und weiter dran zu bleiben und verbissen darum zu kämpfen und die kleinsten Möglichkeiten zu nutzen. Und das ist uns geglückt. Ja, selvfølgelig, som jeg også sagde i går på pressemødet, altså Alter, man kann sich die Welt malen, wie sie einem gefällt. Sehr auffällig, dass 3 Fragen bitte, Philipp Schneider für die Süddeutsche 3 Fragen, Leute. 3. Herr Tuchel, es ist sehr auffällig, dass der Thomas Müller sehr gut drauf ist. Also auch wenn er mal weniger War kein Thomas Müller-Spiel. spielt und auch nicht so ein tolles Tor schießt wie heute. Sie hatten Hat er kein Tor geschossen, du Idiot. auch mal angedeutet, er hat so ein bisschen eine neue Rolle. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren, was eigentlich so sich bei Thomas Müller so vielleicht ein bisschen geändert hat in dieser Saison, dass der andere Funktionen vielleicht auch ausfüllt oder neben dem Platz? Ja, er ist jetzt unser Pudler. Also, er ist jetzt kein Spieler mehr. Wir stellen ihn jetzt an als Kaderbetreuer. Aber ist ja egal, dass er 20 Millionen verdient. Ist doch okay, wenn er dann alle 3 Spiele mal 15 Minuten Leistung zeigt. Ist doch okay. Oder neben dem Spiel oder gibt es da irgendwas? Nee, nichts Besonderes. Also würde ich jetzt nicht sagen. Thomas ist Ist aber auch eine dumme Frage, sind wir doch mal ehrlich. Der Thomas ist ja auch nicht doof im Kopf, ja. Er weiß ja auch, dass ein gewisser Umbruch da ist, dass ein Jamal Musiala da ist, hat er sich letzte Saison schon mit angefreundet. Klar möchte er spielen, das ist gar keine Frage. Und trotzdem sieht man, wie er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, ja. Er tut all das, was ein Kimmich nicht tut. Er ist ein Leader. Punkt. Er ist einfach ein Leader. Da siehst du ja nicht, dass er draußen rumhockt und einen Stinkstiefel spielt oder sowas. Nee. Habt ihr gesehen, wie er in Leipzig den Opa da abgefeiert hat? Das ist Thomas Müller. Und genau so muss das sein. Ja? Und nicht anders. So. Ganz einfache Kiste. super fleißig und Sie haben recht, also die Energie ist ja sichtbar heute auch an der Seite bei der Einwechslung, der hat einfach drauf gebrannt. Der war auch hellwach, der schaut sich von draußen die Räume an, die er da gleich nutzen will. Der hat auch in Leipzig drauf gebrannt, da haben wir uns dann nochmal für eine andere Option entschieden, nachdem er in Münster ein bisschen verletzt war. Deshalb hat es jetzt eine Weile gedauert, bis er wieder gespielt hat, aber ansonsten ist die Rolle eigentlich nicht so anders. Er nimmt das, er ist ein fester Bestandteil von uns und jemand, auf den wir absolut zählen. Und die Energie, die er im Moment hat und die Ausstrahlung haben sie heute gesehen an den Fernsehbildern und auch auf dem Platz. Und deshalb ist das absolut top gerade. Und trotzdem muss man darüber reden, es geht ja dann um eine Vertragsverlängerung, Vertrag läuft ja aus. Du kannst nicht so einen Teilzeitfußballer, der dann alle 3 Spiele mal für 15 Minuten kommt, kannst du keine 20 Millionen plus zahlen. So, das geht einfach nicht. Ja.
Das Gehalt, was da ist, dafür kannst du 3 andere Spieler gehalttechnisch finanzieren. Ja. Das kannst du halt nicht bringen. Also da muss eine Lösung her, ja. Da muss ein Müller dann auch knallharte Eingeständnisse machen, ja, meines Erachtens nach. Klar ist er verdienter Spieler, wenn er bei uns bleiben möchte und wenn er diese Rolle annimmt, die er jetzt auch innehat, so ein bisschen, ich denke auch, dass er dem Kader unwahrscheinlich gut tut. Aber nochmal, du kannst keinen Spieler 20 Mille geben, wenn er kaum spielt. So, das geht nicht. Ja. Von daher, entweder geht er da jetzt um 3/4 seines Gehalts runter, dann kann er gerne nochmal ein Jahr bleiben, kann da ein bisschen die Rolle ausfüllen und natürlich dem Team auch super helfen. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ja, aber nochmal, kannst nicht den Vertrag wieder für das Gehalt verlängern, Alter, wenn er diese Spielzeiten hat. Das geht nicht. Thomas Müller spiller jo Ja, ja, hat da jetzt ein bisschen was zu erzählen, denke ich. Aber ich sehe keine Vorschau mehr hier. Sven Ulreich hat Ulle! hans indsats i øjeblikket. Ulle, für Zum Abschluss Gary Deutschland! Hau für Sport 1. Ist ein Insider, Leute, nehmt das nicht ernst. Hallo Herr Tuchel, Sven Ulreich hat eben zu uns in der Mixzone gesagt, letztes Jahr hätten Sie das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen. Würden Sie da zustimmen? Und Harry Kane heute kein Tor gemacht, kann man natürlich auch nicht in jedem Spiel erwarten. Trotzdem auch, ich glaube, keine 10 Ballkontakte in der ersten Hälfte. Ist es der Auftrag auch, dass er sich wirklich in der Zone vorne aufhalten soll? Oder erwarten Sie ja spielerisch auch noch einen Schritt von ihm, dass er sich noch mehr in das Spiel auch integriert und einbindet? Ich glaube, wir haben in den letzten 20 Minuten dann gesehen, wie wertvoll Harry für uns ist. Ja, weil du einen Thomas Müller eingewechselt hast, du Bumsbirne, Alter. Weil dann Harry Kane sich auch fallen lassen kann und kann mal einen Kopfball verlängern. Weil dann da jemand ist, soll er sich fallen lassen, den Kopfball verlängern und dann gleich schon wieder sich nach vorne teleportieren, um den Ball anzunehmen? Da ist ja sonst keiner. Wo ist der Sinn? Junge. Sein kann, da haben wir ihn mehr gefunden, da war er auch mehr mit eingebunden. Ich weiß jetzt Ja. nicht genau, woran das lag. Hat sich Puh! Alter, sind wir wieder dabei? Er Trainer, ich YouTuber, Alter. schwer getan in der ersten Halbzeit. Wir haben ihn nicht gefunden. Er hat sich schwer getan, damit einzubringen. Die Räume waren auch extrem eng in der zweiten Halbzeit. Wurde es dann gegen Ende für ihn leichter und hat sich dann da reingebissen in das Spiel und war dann sehr wertvoll. Und auch außerhalb des Strafraums mit unglaublich guten Verlängerungen, mit guten ersten Kontakten und sehr ballsicher dann. Und ja, weiß ich jetzt, es kann sein, aber wir fühlen schon jetzt gemeinsam, dass wir auch zuletzt in Leipzig oder gegen Leverkusen, dass wir diese Spiele in der letzten Saison noch teilweise, ja, dann. Ja, ist auch schön, dass wir uns jetzt an so einen Dingern hochziehen, ne? Dass wir nicht mal. Ach komm. Dann ganz abgegeben haben, dass wir eine gewisse Ruhe jetzt auch haben, wenn mal Sachen schief gehen, weil natürlich kann im Fußball immer was passieren und bei der Qualität und mit ein bisschen Glück und Pech für uns kann es auch immer mal in Rückstand geraten, aber heute war das definitiv kein Pech, Alter. Also, da müssen wir nicht drüber reden, wer heute die bessere Mannschaft ist. Mentalität und die Antwort und die Reaktionen auf dem Platz stimmen im Moment und jeder trägt seinen Teil dazu bei und wenn wir jetzt natürlich hatten, ist es jetzt so ein paar Mal gelungen und es hilft uns natürlich. Gegen Leverkusen war es noch umgekehrt. Komm, machen wir es mal rund. Eigentlich wollte ich dazu nichts mehr sagen, aber ich mache mal so mein letztes Statement zu den Leistungen jetzt in diesen ersten 9 Spielen. Wenn man diesen Kader zur Verfügung hat, den wir haben, ist der Fußball, den wir gerade sehen, Note 4. Note 4 deswegen, weil die Ergebnisse stimmen. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wäre es Note 5 oder 6. Also es ist keinerlei Kreativität da, keinerlei Kombinationsspiel vorne. Unsere Abwehrkette existiert nicht, da ist kein Zusammenspiel, das ist alles auch einzelne Geschichten, die da laufen. Wir sind gar nicht in der Lage dazu, mal irgendjemanden konsequent ins Abseits zu stellen, weil immer irgendeiner nicht rausrückt, weil das nicht eingespielt ist. Wir haben keinerlei kreative Ideen nach vorne. Und jetzt guckt euch mal das Spielerpotenzial an, was dort vorhanden ist. So, können wir da mal Rückschlüsse ziehen, woran das wohl dann am Ende des Tages liegen mag. Haben wir geführt gegen Leipzig. War es jetzt so, dass wir ein Comeback geschafft haben und heute haben wir auch nochmal das Spiel rumgedreht. Das ist, glaube ich, über eine Saison normal, dass uns das auch gelingen muss und auf jeden Fall. Ja, ist natürlich auch unser Anspruch des FC Bayern, ne? Dass wir jetzt immer davon ausgehen, dass wir jedes Spiel drehen müssen. Das ist unser Anspruch.
So weit sind wir mittlerweile. Ja, im Moment sehr positiv. Sven Ulrich sagde nämlich so, Ulle für Deutschland. en af årsagerne er i hvert fald, at der var mange små rum, at der var for små rum til ham i første halvleg. De sidste 20 minutter blev så meget bedre, hvor han havde en lille smule mere plads, og så kunne vi også se, hvor vigtig han var for holdet. Vielen Dank allen. Dankeschön. Gute Heimfahrt, gute Nacht. Bis Gute Nacht, gute Heimfahrt. Top Spiel gesehen. Super zufrieden. 2:1 gewonnen. 6 Punkte in der Champions League. Was wollen wir mehr, Leute? Punkt. Ja. Fragen. Eine gute Frage. Der Rest war wieder. Aber für diese eine Frage machen wir das hier. Ne? Gut. Leute. Frohe Grüße gehen raus. Habt ein paar schöne Tage. Am Sonntag geht's weiter. Bis dahin. Tschüssi.